Einen schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass Sie zuschauen. Ich bin etwas irritiert, weil normalerweise gibt es hier tosenden Applaus und ich musste mich erstmal durchkämpfen akustisch. Heute ist eben dank Corona alles anders. Aber meine Gäste sind da, das ist die Hauptsache. Es gibt einen einigermaßen normalen Kölner Treff. Schön, dass Sie dabei sind. Meine Gäste heute Abend, Autokinos, sind plötzlich wieder ganz up-to-date. Und die Band Brings gab in Köln genau dort ein Konzert der besonderen Sorte, auf eine ganz neue Art und wurde damit international in die Schlagzeilen gegeben. Ich freue mich sehr auf Peter Brings. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Noch ein Musiker hier heute. Du bist ja kein Musiker, aber was war das in deinem Alter, als du so heranwachsender warst? Was hat dich wirklich mitgerissen? Ich bin ja 2 Jahre älter, ich bin in 64 geboren und bei uns blieb ja nichts anderes übrig, als die Mucke der Eltern zu hören. Und ich hatte, klar, brennend heißer Wüstensand kannten wir auch, aber ich habe so 68er Eltern gehabt. Ich habe, erste Album, was ich wirklich bewusst wahrgenommen habe, war Children of the Graveyard von, hier, wie heißt er? Ozzy Osbourne, wie hieß die Band nochmal? Black Sabbath. Black Sabbath, das war, so Zeug haben wir irgendwie von denen geklaut irgendwie. Und ich hatte so einen alten Dual-Plattenspieler, mein Alter war Lehrer damals und den hat er aus der Schule mitgebracht, wo so in der Klappe der Lautsprecher drin war. Den hatte ich auch. Genau, und Revolution, hier Number 9, Beatles, und dieses Cover, was so mit Bleistift gezeichnet ist. Revolver, das war auch, das lief bei mir rauf und runter. Bei mir war es ähnlich, ich habe gar kein Englisch, ich habe in der Schule nicht besonders gut aufgepasst und Englisch war auch nicht so mein Ding. Die ersten Sachen, die ich gehört habe, war so in Lindenberg, Nina Hagen, so deutsches Zeug, ne? Und ich habe erst Englisch gelernt im Kibbutz. Ich bin dann ein halbes Jahr nach Israel gegangen und habe da, also das, was ich heute an Englisch kann, habe ich da gelernt. Aber du singst ja auch Deutsch, also insofern ist das wunderbar. Ja, das waren die 3 Männer der Runde. Jetzt mal nicht alles ist schlecht, das sagt man ja öfter im Leben, aber dass Autokinos gestern von gestern waren, ist, glaube ich, irgendwie außer Frage. Und dass sie heute von heute sind, ist dank Brings auch außer Frage. Ihr habt da ein Konzert gegeben im Autokino. Wer um Himmels Willen ist auf die Idee gekommen? Der Christian, unser Trommler, der hat irgendwie mich abends angerufen, in der Zeit telefonieren wir ja viel, weil wir nicht beieinander sein können. Und er sagte, es sieht so aus, dass die Autokinos wieder öffnen und dass sie so eine Art Renaissance erleben. Lass uns doch mal gucken, ob wir da nicht auftreten können. Und dann haben wir das bequatscht und dann, das war eine Möglichkeit, die wir alle gesehen haben, wo wir vielleicht wieder vor Menschen können und dass wir auch wieder rauskamen. Wir haben es am Anfang eigentlich für unsere Seele getan, weil alle waren so down und du wurdest die ganze Zeit wach, super Wetter, stimmt ja irgendwie alles. Und wir waren auch noch nach unserer Karnevalssession in der Urlaubszeit, also wir hätten erst am 22. hätte unsere Konzertreihe angefangen oder so eine Art Tour, ne? Und ja, dann ist unser Manager hin und hat lange mit der Stadt rumdiskutiert und die waren eigentlich auch direkt so, ist super, wenn wir irgendwas finden für die Menschen, das ein bisschen Puffer. Die wollen raus. Genau, dass sie raus können. Aber alle haben natürlich auch Angst gehabt, dass das vielleicht eskaliert oder dass die Leute aus den Autos aussteigen oder weiß der Teufel was. Wir haben denen gesagt, wir kennen unser Publikum, das ist eher so Leute mit Kindern und so, müsst ihr keine Angst haben. Das wird gut gehen. Und dann haben wir, ich glaube, in das Kino hätten normalerweise 1000 Autos gedurft, 250 haben sie reingelassen, also in jedem Auto 2, 3 Leute, 500, 600 Leute. Und wir wollten das ausprobieren. Ja, aber wie ist denn, ich meine, ich stehe auf der Bühne, ich habe ja noch nie auf der Bühne gestanden und Musik gemacht, aber ich denke bei einem Rockkonzert, auch bei euch, oder ihr kennt das ja, Frank, du, da geht ja die Post ab. Und plötzlich sehe ich nicht in Gesichter, die immer näher kommen, die nah beim, sondern ich gucke auf Blech. Ja, ist ähnlich wie heute Abend. Es ist kein Publikum da, sind die Kameras da. Du guckst, du denkst als erstes, du stehst beim Ikea auf dem Parkplatz und fängst an zu singen. Das ist merkwürdig, das muss ich sagen. Aber es wurde ganz schnell klar, dass da Leute in den Autos drin sind. Die haben eine UKW-Frequenz bekommen und konnten das in dem Auto hören, was übrigens super war. Das wussten wir ja vorher nicht. Meine größte Angst war bis zu dem Zeitpunkt, wo wir aufgetreten waren, ich habe dann mein Auto schnell nach vorne gefahren. Wir hatten den Stefan Stoppock dabei, das ist ein Freund von uns. Und die Jungs haben Soundcheck gemacht und ich habe mein Autoradio angemacht. Und dann ich konnte es richtig hören, wie so 2 Steine von meinem Herzen fielen, als das gut soundete in dem Auto. Also der Sound kommt dann aus dem Autoradio? Ja, eigentlich ist das gar nicht schwierig. Du kriegst eine UKW-Frequenz. Also du brauchst einen alten, das ist ein 20 Jahre alter UKW-Sender in dem Autokino. Und die meisten Leute haben heute gute Musik in ihrem Auto, das klang besser wie bei einem Konzert. Weil der Mixer von uns saß in einem separaten Raum mit Kopfhörern. Die haben dann da, wie ein Live-Album, muss man sich vorstellen. Und das war echt super. Ja, und der Applaus? Bitte? Der Applaus? Der Applaus war Hupen und Lichthupe. Und dann haben die auch, wo normalerweise die Händchen hochgingen, gingen die Scheibenwischer an.
Man durfte die Scheiben nicht runterkurbeln, also nicht runterkurbeln. Doch, du durfst die Scheiben, aber du durfst halt jetzt nicht das Cabriolet aufmachen und rausgehen oder da irgendwie, wenn die da oben die Luke aufgemacht haben oder mal an der Seite die Feuerzeuge rausgetan haben, war das vollkommen. Es wird ja demnächst auch wiederholt, auch in Düsseldorf tritt die dann auf im Autokino. Aber wir haben von diesem ersten legendären Abend haben wir einen kleinen Ausschnitt, das ist wirklich sehenswert. Wenn ich könnte, wie ich dürfte, würde ich in jedes Auto kommen und euch knutschen. Das ist der Wahnsinn. Das sehr nah und ich bin so froh, dass ihr da seid. Einfach weitermachen, wir schaffen das und dieser Scheiß-Virus wird irgendwann verschwinden. Kölner Lauf zusammen, Dankeschön. Aber trotzdem auch hinterher, man geht dann raus, normalerweise ist man noch voll Adrenalin. Geht man dann einfach so auseinander? Was habt ihr gemacht? Ja, wir hatten ja sowieso schon bei der Proberei, fing das an. Wir haben uns überlegt, wie wir also so wenig Leute wie möglich in unser Studio und so. Wir haben so eine große Industriehalle, wo wir drin proben, unser Studio drin ist. Also die Crew hat vorher aufgebaut, alles mit Handschuhen, Mundschutz, dann sind wir da rein, zu 5, so weit es ging, auseinander. Und das ist schon spooky alles. Es ist komisch. Du hast ja auch ernste Moderationen von. Du hast einmal gesagt auf der Bühne, ich will mein Leben zurück. Da war ich auch den Tränen nah. Ich mache 30 Jahre mit den Jungs Musik. Ne? Und ich habe 3 Kinder. Ich habe von wo eins noch 12 ist. Ich habe eine kleine Tochter. Wenn du den ganzen Fuck anguckst, denkst du dir, wo soll das enden? Also ich bin Mitte 50. Ich habe ein super Leben bis jetzt gehabt. Uns geht es auch gut. Meine ganzen Jungs, die bei uns arbeiten, so viele Künstler jetzt im Moment am Arsch. Ich habe viele Freunde, die Gastronomie machen, seit Jahren. Die werden komplett alleine gelassen, wo echt Existenzen im Moment an Arsch gehen. Und auch Leute, die ich lange als Menschen mit beiden Beinen auf dem Boden erlebt habe, die im Moment echt wo das so wegbricht. Ne? Ich möchte aber eben noch erwähnen, dass ich wollte das nur sagen, das fällt natürlich in so eine Moderation rein. Das hast du im Kopf, wenn du auf so eine Bühne gehst. Und ihr habt das ja gespendet. Den Erlösen. Wir haben die erste Show haben wir gespielt und haben das an die Krankenhelfer und Krankenhelferinnen in der Uni gespendet. Und die zweite Show brauchten wir, um das zu finanzieren. Das war teuer. Das ist teuer. Du machst da kein wirkliches Geld dran. Darum ging es auch nicht. Uns ging es darum, ich hoffe, dass das vielleicht auch eine kölsche Eigenart ist, auch wenn die Kacke bis hier steht, einfach den Mund aufzumachen, zu sagen, wir leben noch, wir suchen uns irgendwas, dass wir beieinander kommen können. Man kann sich vorstellen, wenn du jetzt im Görlinger Zentrum sitzt, mit 2 Kindern auf einer 3-Zimmer-Wohnung, das ein oder andere Kind kriegt jetzt eine Ohrfeige, das wissen wir einfach. Ich sehe das ja selber. Wir sind privilegiert. Ich habe einen Garten, ich habe ein Haus, man kann sich auseinandergehen. Aber wir sind lange nicht alle gleich in diesem Land. Hier gibt es Leute, die müssen auf so einem Raum klarkommen, seit Wochen, Monaten. Ja, du sprichst das Prinzip an Solidarität, einer hilft dem anderen und du hast auch eben gesagt, Bekannte von dir, die du kennst, die wirklich leiden. Und was mir wirklich ans Herz gegangen ist, wir lieben alle das Kölner Original, Hans Süper, ein wunderbarer Musiker, Karnevalist, Komiker, alles. Über 80, Mitte 80 ist der Hans, glaube ich, mittlerweile. Und er hat jetzt an Corona seine Frau Helga verloren. Und sie kam ins Krankenhaus und er konnte sie nicht mehr besuchen. Die ist nicht an Corona gestorben, aber aufgrund dieser Corona-Beschränkung konnte er nicht mehr ins Krankenhaus rein. Und er ist selber ja auch schon 84, das ist dann natürlich, ist er selbst gefährdet. Und das war, ja, da kriegst du das dann so hautnah mit. Ne? Man hat ja so die letzte Zeit ja auch oft so das Gefühl gehabt, es ist überhaupt nicht hier ist es gar nicht so. Ne? Man sieht, ich sah die Bilder aus Italien, man sieht die Bilder aus New York beispielsweise. Und, aber was meinst du denn konkret mit dem Satz, ich will mein Leben zurück? Was vermisst du selber am meisten? In den Arm zu nehmen, rauszugehen, dass die Kinder wieder raus können. Einfach der soziale Umgang. Alleine, jetzt mein Vater war die Tage da, der steht dann vom Gartenzaun, der kommt nicht rein. Der kommt einfach nicht rein. Wir sind Wesen, wir müssen uns in die Arme nehmen. Das ist einfach so. Oder das gehört einfach zu uns, dieses soziale. Und jetzt im Moment, auch wenn man hier kommt, alle machen so einen Bogen um einen. Ja. Die ganze Zeit habe ich, ne? Und jetzt, das hat man ja noch so in sich. Und ich glaube, wenn das einen langen Zeitraum jetzt so bleibt, wird das, kann ich mir vorstellen, unsere Gesellschaft schon verändern. Das wird als neuer Job, aber. Und ich glaube, mir wird jetzt so bewusst,
dass das einen in den Arm nehmen und so, ne? Du kriegst ja noch mal was ganz anderes von einem mit. Also du riechst den, du fühlst den, so blöd es anhört, aber das ist ja noch eine andere Information, die du mitkriegst von wie jedes Tier. Die meisten sagen ja sowieso immer gut. Wenn du den im Arm hast, weißt du schon, der hat ja Lore. Ne? Du weißt, ihr wisst, wie ich das meine. Und das ist schon, das fällt mir total auf. Also, auf der Straße also Ehepaare, befreundet können ja noch, aber eure Band beispielsweise, ne? Ich meine, ja, aber Entschuldigung, ich würde sogar noch viel weiter gehen. Ich glaube, wenn man sich so anguckt, wie wir hier leben in unserem Land, und ich glaube, jetzt in diesem Moment kannst du froh sein, dass du hier bist. Also ich würde jetzt im Moment diesen Platz nicht tauschen wollen auf der Welt. Aber also ich merke auch, dass man vielleicht jetzt in dieser Krise wie soll man sagen, die Weichen stellen muss. Und nicht, wie wir das gemacht haben in der Bankenkrise, wo man gesagt hat, ja, lass mal erstmal vorbei und dann reden wir noch mal. Jetzt kann man, genau was du eben sagtest, die Leute kommen ja auch auf einen zu und es kommt wie ein Schwall aus Menschen raus und auch Sachen, wo ich vielleicht vor einem halben Jahr gesagt habe, es ist sehr viel Intimität, das hätte ich gar nicht so gedacht, aber es liegt natürlich auch dran an der Isolation, dass die Leute, ich meine, so lieb ich meine Frau habe, aber irgendwann habe ich der ja alles erzählt. Und ich bin, ja, du hast ja einen Garten, ne? Ja gut, aber der Blume, ich kann ja nicht, ich stehe schon vom Baum oder mit den Kindern, irgendwann hast du das Bedürfnis, und das merkt man jetzt, das ist exakt, was du gerade sagst. Und ich denke, dass viele Chancen im Moment sind, Sachen also praktisch zu ändern, dass wir uns jetzt mal Gedanken darüber machen, was wirklich wichtig ist. Und eins ist die wichtigste Frage hier, wenn wir auch monetär, also geldmäßig die Möglichkeit haben, viel zu tun und zu machen, wird es hoffentlich danach verpönt sein, manche Sachen einfach zu tun, weil man macht das nicht. Also das ist einfach, ich sage jetzt mal, in zu einem großen Auto rumzufahren, zu oft zu fliegen, dass man sagt, bah, das machst du nicht, weil am Ende sehen wir jetzt, dass wir das immer auf die Knochen von anderen Menschen machen. Wie auch immer, aber man kriegt es ja jetzt in dieser Krise, du kriegst das ja mit. Also man kriegt es ganz hautnah mit. Das fängt ja bei Mundschutz an oder beim Testen, was ich eben gefragt habe mit den Fußballspielern. Es ist ein Wahnsinn, dass jetzt hier nicht getestet werden kann. Das ist ein Wahnsinn bei dem Geld, was hier ist. Ne? Da sind für mich die Prioritäten liegen einfach falsch. Ja. Oder dass 80% der Leute, die an der vordersten Front kämpfen, Frauen sind. Unterbezahlte Frauen. Die müssen jetzt in die Gewerkschaft, geht in die Gewerkschaft, Leute. Und macht jetzt Terror. Wenn das vorbei ist, gibt's nichts mehr. Das wird ganz klar sein. Die Unternehmen, die jetzt Kohle machen, Aldi, Lidl, Rewe, die machen Umsätze, da haben die vorher von geträumt. Da muss jetzt was passieren, finde ich. Das ist die Chance, die Corona auch bietet, dass man tatsächlich was ändern sollte. Gut, Peter. Und zwar jetzt was ändern. Die schlimmste Version wäre ja die, dass nächstes Jahr für euch Karneval ausfällt. Müssen wir auch mal gesagt haben. Man weiß nicht, wie lange es dauert. Großveranstaltungen. Aber wer weiß. Wir sind da optimistisch und ich wünsche dir und deinen Kollegen alles Gute. Man weiter demnächst wieder Autokino in Düsseldorf. Am Dienstag und Mittwoch. Danke. Bei den Geisterspielen, die größte Angst, die ich hätte, ne? Also, weil du eben sagtest, nicht ihr Leben. Ich kenne Jungs, also ich habe Kumpels, die geben ihr Leben für unseren Fußballverein. Das steht bei denen in die Haut geschrieben, ne? Die kriegst du nicht von den Stadien weg. Stell dir mal vor, dieses Hooligan-Programm und so, die machen Scheiß drauf, ob die Polizei kommt, also in normalen Umständen, das sehe ich als eine absolute Gefahr. Die Angst hatten die bei dem Autokino, dass die Leute an den Zäunen standen. Als wir den Soundcheck gemacht haben, die sofort vertrieben vom Ordnungsamt. Jetzt haben wir schon riesen Polizeieinsätze bei normalen Spielen. Da hätte ich als Laie große Angst vor, weil die sind nicht mit Vernunft zu kriegen, diese Leute. Ja, aber das ist mit einem großen Stadion noch einfacher, weil das Ganze dicht machen. Also bei euch konnten sie auf den Zaun setzen, aber ich denke, ich stelle mir das einfach so vor, ich mache das Stadion dicht. Und dann auf der Jahnwiese, was da los ist? Auf der Jahnwiese, ja, okay. Na, aber ich stelle mir jetzt bei den Stadien, wenn in den Stadien Geisterspiele stattfinden. Und ich glaube, wir alle hier, und ich glaube auch du, wir haben die Chance, dass wir nach Corona irgendwann ein besseres Leben haben als vorher. Das habe ich aber auch so gar nicht gemeint mit dem Leben zurück. Das ist ja gar keine Frage, was du gerade sagst. Und auch, wo du gerade sprichst, ich finde, das auch die größte Angst ist diese diffuse Angst. Das hat man ja auch schon vor der Corona-Zeit gehabt. Das ist ja Wind in die Segel der, ich sag jetzt, demokratiefeindlichen Abteilung in diesem Land. Immer gewesen. Das, ja. Weil du kannst es nicht richtig fassen. Das ist vielleicht eine Chance für die Leute auch zu Hause, mal wirklich zu gucken, vor was habe ich hier wirklich Angst? Was passiert hier? Was du gerade sagst mit dem Job, was ich auch erzählte mit den Gastronomen, Freunden von mir, die haben wirklich reale Angst. Ich kann das nicht weiter bezahlen. Man weiß, wenn man gute Lage hat in der Stadt, was Mieten von so Kneipen kosten, ist unfassbar. Wenn du dann 3, 4 davon hast, das hältst du ein halbes Jahr durch, dann ist auch deine Altersrücklage aufgebraucht, also die du dann hast in Jahren. Das kann ich alles total gut verstehen.
Aber ich glaube ganz einfach, im Moment sind wir an so einem Punkt, man kann das nicht so wirklich fassen. Also ich bin ja auch immer so jemand, wo ich gesagt habe, hör dir immer 3 Leute an und dann macht ihr dein Bild. Im Moment, diese ganze Virologen, das Ganze, was erzählt wird, ich kann es gar nicht wirklich fassen. Du gehst auf die Straße, jetzt im Moment ist es gelockert worden, du denkst, ich habe Bilder gesehen vom Parkplatz von Ikea, da kriegst du Angst, wenn du das anguckst. Da ist ja, die Konsequenz ist ja eigentlich klar, die passiert. Nee, klar. Aber das kann, glaube ich, keiner. Und das ist ja auch, weswegen ich der Meinung bin, dass die Bundesregierung das ja auch ganz gut macht. Denn es gibt ja keinen Präzedenzfall für diese Situation, Exakt. an der du dich entlanghangeln kannst. Keiner weiß nichts. Keiner weiß nichts. Das heißt, du gehst von einer Faktenlage in die nächste. Das kann sich in 24 Stunden ändern. Aber eines wissen wir auch. Es hat schon Krisen auf der Welt gegeben und wir sind immer wieder rausgekommen. Ja. Deswegen meine ich, also das Mittel gegen die Angst, und ich kenne viele Gastronomen, mit vielen Gastronomen befreundet, die Restaurants haben, Kneipen haben, Musiker auch, die jetzt alle, übrigens auch der ganze Zuliefererbereich, Bühnenbauer, Beleuchter, meine Vorstellung auch, die ich mir jetzt immer so vor Augen führe, wie ist das denn, wenn wir ein Jahr überhaupt keine Konzerte besuchen können? Völlig egal, ob Pop oder Klassik oder was auch immer. Was ist, wenn dieser riesige Bereich, wie viele Menschen gehen in Museen, in Konzerte, freuen sich daran? Aber das weiß ja keiner. Das weiß ja keiner, was passiert. Das meinte ich ja eben. Du weißt nicht, was passiert, wenn Kultur 1,5 Jahre, ein Jahr weg ist von uns. Das ist ja wie der Fußball, das ist ja ein Puffer, was da passiert. Wo entlädt sich das an anderer Stelle in unserer Welt? Ich meine aber nur, es gibt da Leute, die sind durch Corona und durch den Wegfall von Lesungen, von Theatervorstellungen, von Konzerten jetzt sofort total bedroht, pleite. Und das ist das Gros. Nicht erst, das ist das Gros, nicht erst in ein paar Monaten. Und man muss bei diesen Leuten auch sagen, das sind die Menschen, die gehen allein schon aufgrund ihres Jobs ein so hohes Risiko in ihrem Leben ein, das muss man auch sagen. Die reißen sich den A in Anführungsstrichen auf und leben immer von dem, ich war ja auch junger Musiker, ich wusste ja auch, bevor ich gepennt hatte, wenn der Kühlschrank nicht voll war, oder ich hatte keine Freundin, war ich obdachlos. Also so einfach war das damals. Ne? Ja, mit Anfang 20 ist das ja auch noch okay. Genau, aber wenn du jetzt, aber ich sag ja, und genau diese Leute werden jetzt vergessen, in Anführungsstrichen, und die kommen gar nicht, da reicht ein Monat und dann ist Feierabend. Ja, aber jetzt sind wir im Negativszenario und wenn ich dich richtig verstanden habe, Frank, das weiß ich nicht. Und stell dir mit meinen Haaren. Peter denkt jetzt, stimmt das? Stimmt das? Was? Du hast mich gerade so angeguckt, so, stimmt das? Ist die zu Hause Nein, die ganze Zeit alleine? das ist gut, das ist gut. Bei Peter muss man auch sagen, du wolltest dir doch in dieser Zeit jetzt hier in der spielfreien Zeit einen Bart stehen lassen, ne? Ja, ich habe den Jungs gesagt, ich lasse ihn so lange wachsen, bis ich wieder auf die Bühne darf. Das ging ja schneller, wie man dachte. Glaube ich, zum Glück meiner Frau, die hasst das. Also die hat mich jeden Tag gesagt, mach das Ding weg und so. Und ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich habe gedacht, ich hätte einen Bart wie der Räuber Hotzenplotz, wenn fertig ist. Aber kann noch kommen. Nee. Man weiß es nicht. Jetzt ist er erstmal vorbei. Wir spielen ja weiter. Wir spielen ja auch noch in Dormagen. Also es geht jetzt weiter. Ich glaube, ihr spielt jetzt weiter die ganzen Autokinos durch. Ja, nicht nur Autokinos. Ich wollte gerade jetzt fürs Wochenende Kinokarten fürs Kino organisieren. Restlos ausverkauft. In der ganzen Region. Ist alles ich glaube, das Wichtige ist, dass jetzt einer anfängt und was macht. Und man sieht ja auch andere Künstler. Sido kommt jetzt und ich weiß, ich habe da gesehen, ein paar andere Leute kommen. Dass man muss in so einer Zeit wie jetzt einfach Ideen haben. Der Christian hat, unser Trommler, ganz kurz, der hat mit dem Knaben gesprochen, dem das Rust gehört, dieser Freizeitpark. Ne? Und hat zu dem gesagt, hör mal, du hast einen riesen Parkplatz, der steht jetzt leer, da machen wir ein Autokino drauf. Hat er zu dem gesagt, Ideen muss man haben, Ideen. Man muss jetzt einfach Ideen haben. Großes Bildschirm. Der letzte Tipp ist natürlich morgen früh nicht, ja, nächste Woche nicht, aber dann immer morgens 1 live ab 5 Uhr. Ich bin gespannt, wer dazu hört. Donja Verhagen, Dankeschön, dass du heute Abend bei uns bist. Wir sind jetzt am Ende, gleich kommt Domian hier im WDR-Fernsehen und aus gegebenem Anlass haben wir heute keine Schlussmelodie wie üblich, sondern natürlich einen Beatles-Song. In diesem Sinne, schönes Wochenende.